Kommst mit auf eine kleine Reise, auf einen Besuch ins Schlummerland. Heute zügelt der Flick. Er sucht für sich und sein Haus einen neuen Platz im Schlummerland und merkt dabei, wie gut es tut, wenn sich ab und zu Sachen verändern. Also, dann machst du dir jetzt so bequem, wie es nur geht. Und dann machst du deine Augen zu. Der Ort, wo du bist, ist immer noch da, auch wenn du die Augen zu hast. Und jetzt stellst du dir vor, dass irgendwo da in deiner Nähe um dich herum eine Türe siehst. Eine Türe mit einer Türfalle. Wenn du jetzt die Türfalle abdrückst und durch die Tür durchgehst, bist du da, im schönsten Land, das es gibt, im Schlummerland. Die Muns, die im Schlummerland wohnen, sind so verschieden wie wir Menschen. Die einen bewegen sich gern und sind den ganzen Tag auf den Beinen. Sie entdecken neue Orte im Schlummerland, essen Sachen, die sie noch nie gegessen haben und reden mit Leuten, die sie nicht kennen. Andere Muns sind sehr gerne allein, reden wenig und beobachten einfach, was um sie herum so passiert. Wieder andere haben Sachen, die sie so toll finden, dass sie den ganzen Tag nichts anderes machen. Das kann das Nähen von einer Hose sein oder das Bauen von einem Brückli über einen Fluss. Es gibt Muns, denen gefällt es, wenn sich alles um sie herum immer verändert, wenn sie an einem Tag mit einem guten Freund wohnen können und an einem anderen mit jemand anderem oder allein. Es gibt sogar Muns, die gar kein Zuhause haben, sondern einfach durchs Schlummerland ziehen und wenn sie müde sind, dann liegen sie ab und schlafen, gerade dort, wo sie sind. Es gibt aber natürlich auch die Muns, die lange Zeit an einem Ort wohnen und erst, wenn sie das Gefühl haben, dass es jetzt Zeit ist zum Weiterziehen, dann zügeln sie. Ein so ein Muns ist der Flick. Der Flick ist ein junger Muns, das heisst, er ist vor noch nicht so langer Zeit im Schlummerland aufgetaucht. Die Muns im Schlummerland sind eben plötzlich einfach da. Sie werden nicht geboren, wie das zum Beispiel bei den Menschen passiert. Sie schlüpfen auch nicht aus einem Ei, wie ein Vogel oder ein Eidechsli. Muns stehen einfach aus dem Nichts auf einmal da und ab dann hat jeder Muns seinen ganz eigenen Willen. Die Muns entscheidet aus dem Bauch raus und was gestern gegolten hat, muss heute oder morgen nicht unbedingt auch gelten. Die Muns können zum Beispiel ihre Namen selber auswählen. Der Flick hat sich also selber den Namen Flick gegeben. Wenn er ihm mal nicht mehr passen sollte, dann tut er sich einfach umbenennen. So wie die Muns ihre Namen wählen können oder mit wem sie wohnen wollen, so können sie natürlich auch selber entscheiden, wie ihr Zuhause aussieht. Es gibt darum Muns, die in einem hohen Turm aus Stein wohnen, ausgelegt mit farbigen Teppich und mit vielen grossen Bildern an der Wand. Andere Muns wohnen im Wald, in einem kleinen Hütli oder in Höhlen unter den Wurzeln von grossen, starken Bäumen. Wieder andere wohnen in einer Baumkrone oder in den Bergen, in einem Zelt in der Wüste oder in einem runden, weißen Steinhaus am Meer.
Flick sein Zuhause liegt in einer Mulde zwischen zwei Hügeln, in einer warmen, grünen und pflanzenüberwachsenen Gegend vom Schlummerland. Er wohnt in einem Pflanzenzimmer. Das Zimmer hat die Form von einer Kugel und ist ganz auspolstert mit einer grossen, runden Matratze und vielen Küssen und Decken. Als Ein- und Ausgang hat sein Zuhause in der Seite ein Loch, wo der Flick durchklettern kann. Gebaut hat der Flick das Zimmer mit Hilfe von seiner Zauberkraft. Weil zaubern, das können viele Muns im Schlummerland. Dafür legt ein Muns einfach seine Hand auf den Bauch und klöpfelt mit dem Finger 3-mal auf die Mulde vom Bauchnabel. Dazu denkt er ganz fest an das, was er jetzt gerade braucht oder möchte können. Der Flick steht vor seinem Pflanzenzimmer und schaut sein Zuhause an. Lang und gründlich. Und als er so auf sein Zimmer schaut und auf die Umgebung rundherum und die Luft schmeckt, die durch seine Nase ein- und ausströmt, da merkt der Flick, dass heute etwas passiert. Er spürt ein Gefühl in seinem Herz und in seinem Hals, eine Aufregung, eine Art ein feines Ziehen. Sein Herz fängt an, ein bisschen schneller zu klopfen und in sein Gesicht steigt wie von einem selber ein breites Lächeln. Der Flick schnauft nochmal tief ein und aus. Und dann weiss er, was zu tun ist. Heute will er zügeln, sein Haus an einen neuen Ort bringen, sich ein neues Zuhause suchen. Vielleicht in einer Landschaft, die ganz anders aussieht als die hier. Vielleicht in einer Gegend, wo er vorher noch nie war. Der Flick hat richtig Lust auf eine Veränderung. Er ist jetzt schon so lange da daheim, schon so häufig den gleichen Weg gelaufen, dass er manchmal fast vergisst, zum Umschauen und nach Neuem Ausschau halten. Er kennt alle Gerüche und Geräusche, die es da gibt, und jeden Stein um sein Haus herum. Er kennt die Munds, die da rundherum wohnen, und weiss, wo der nächste Fluss und die nächsten Beerensträuche sind. Das ist schön, aber es ist mit der Zeit auch nicht mehr so interessant. Zudem ist er ja auch älter geworden und es kommt ihm jetzt ein bisschen so vor, wie wenn er rausgewachsen wäre aus dem Ort. Dass es jetzt Zeit ist, um ihn hinter sich zu lassen. Es gibt so viele schöne, magische Orte im Schlummerland, denkt der Flick. Und ich kann jetzt den finden, wo genau jetzt am besten zu mir und meinem Wesen passt. Wieder einmal ist es gäbig, dass der Flick zaubern kann. So kann er sein Haus einfach mitnehmen auf die Suche nach einem neuen Heimatort. Und zwar, indem er es ganz klein zaubert. Der Flick legt also seine Hand auf den Bauch, klöpfelt mit dem Zeigefinger 3-mal in die Mulde vom Bauchnabel und schon schrumpft sein Haus zusammen und wird so klein wie ein Glasklürli. Ein kleines, zusammengeschnürpfeltes Kügeli ist jetzt sein Pflanzenzimmer. Es schwebt kurz in der Luft
und landet dann ganz fein im Flick seiner ausgestreckten, haarigen Hand. Es ist immer noch sein Zimmer mit allem, was dazugehört, einfach in klein. Der Flick nimmt das Zimmerkügeli und versorgt es in der Brusttasche von seinem gelb-weiss gestreifelten Hemd. Ganz säuferli lässt er es dort hineingleiten. Seine Hand legt er für einen Moment von außen auf den feinen Stoff, wie zum sichergehen, dass sein Haus gut verstaut ist. Dann kehrt er sich um und macht sich auf den Weg. Freudig auf den neuen Ort, wo ihn erwartet. Auch wenn er noch nicht genau weiss, wo das der wird sein. Schon gleich lässt der Flick die Wiese und die grüne Landschaft hinter sich und kommt auf ein kleines Waldwägli. Über ihm wiegen sich die Wipfel von grossen, schweren und uralten Bäumen im Wind. Ganz sanft, hin und her, als ob sie zusammen würden den Tanz aufführen. Die Sonne sprenkelt kleine, helle Flecken auf den Waldboden und in der Ferne hört der Flick ein Bächli rauschen. Woher das echt führt? Vielleicht könnte er einfach dem Geräusch nachgehen und schauen, wo das Bächli mündet, ob es vielleicht neumals in ein grösseres Gewässer fliesst. Der Flick läuft durch den Wald, immer das feine Fliessen vom Bächli in den Ohren. Immer mehr und mehr hat der Flick das Gefühl, dass ihn seine Füße wie von ihm selber an den Ort tragen, wo sein neues Zuhause ist. Er lächelt und kann es kaum erwarten, herauszufinden, wo er die nächste Zeit von seinem Leben wird verbringen. Er freut sich auf die neuen Gerüche in der Abenddämmerung, auf die Art, wie das Sonnenlicht am neuen Ort in sein Bett scheint oder zum sehen, von wo das der Mond aufgeht. Er freut sich, Tiere kennenzulernen, die neben seinem neuen Zuhause wohnen und die Wege, die von seinem Haus zu anderen Munds führen. Veränderungen brauchen auch Mut, denkt der Flick, und darum ist er ein bisschen stolz auf sich, dass er diese grosse Veränderung so gut meistert. Nach einer Weile merkt der Flick, wie die Baumkronen über seinem Kopf weniger dicht werden. Das Licht vom Tag ist schon langsam am Vergehen und trotzdem wird es ein bisschen heller um den Flick. Vor ihm in der Abenddämmerung liegt ein See. Er ist nicht gross, aber auch nicht klein. Der Flick bräuchte vielleicht einen Tag zum Rundumlaufen, wenn er es gemütlich nehmen würde. Der See liegt am Rand von dem alten Wald und rund ums Ufer hat Sand, der aus kleinen, farbigen Steinchen und aus weisslich schimmernden Müscheli besteht. Ganz fein schlagen kleine Wellen ans Ufer und jetzt sieht der Flick auch, wo das Bächli, das ihn hier hingeführt hat, in den See fliesst. An der Stelle, wo sich der Bach und der See treffen, hat es dornige Sträuche, die voll behangen sind mit fleischigen, dunkelroten Beeren. Es sind dem Flick seine Lieblingsbeeren. In dem Moment weiss er hat sein neues Zuhause gefunden, seinen Platz zum Bleiben. Für einen Moment macht er die Augen zu und schnauft die Luft an dem neuen Ort ein. Die Luft schmeckt süß von den Beeren, ein bisschen holzig vom Wald und feucht vom friedlichen See, der vor dem Flick liegt. Mit zugehenden Augen und ganz langsam und bewusst langt der Flick in sein Brusttäschchen, dort,
wo sein geschrumpfte Pflanzenzimmer drin ist. Die Kugel fühlt sich warm an und es ist ihm Flick, als würde sie ganz leicht zittern, als er sie rausnimmt und auf seine offene Hand legt. Es ist, wie wenn es zwischen dem Pflanzenzimmer und dem Flick eine Verbindung gibt und die beiden miteinander würden bestimmen, wo dass sie sich niederlassen. Der Flick legt seine andere Hand auf den Bauchnabel und klöpfelt mit seinem Finger die Mundsmagie wach. Die Kugel schwebt auf aus dem Flick seiner Hand, wächst und wächst, bis sie wieder die gleiche Grösse hat wie vorher. Fast alles ist gleich wie am alten Ort. Der runde Eingang, die fein gewobenen Zweige als Decke, die weichen Küsse und Polster. Nur etwas ist neu. An der Innenseite der Kugel hängen ganz viele kleinblättrige, dunkelblaue Blümchen mit einem gelben Knopf in der Mitte. Das sind Seeblumen, die nur da wachsen und den Flick in seinem neuen Zuhause willkommen heissen. Flick, sein Pflanzenzimmer, schwebt jetzt zum Boden runter und in einer Mulde im Sand am Ufer vom See, gerade neben den Beerensträuchen, haltet sie an und bleibt liegen. Der Flick läuft ganz langsam zu der Kugel an und sitzt dann vor seinem neuen Zuhause ab. Der Untergrund ist weich und sandig und warm von der Sonne. Der Flick schaut raus auf den See und sieht ein paar kleine Vögel, die im Abendrot ihre Kreise ziehen. Die Sonne ist vergangen am Himmel und hat die Wasseroberfläche in ein kühles Blau getaucht. Sie kräuselt sich ganz ein bisschen im Wind und der Flick spürt trotz im Fell die Kühle vom Abend. Der Flick legt noch ein letztes Mal für heute seine Hand auf seinen Bauch und seinen Finger auf seinen Bauchnabel und klöpfelt. Und schon steigen orange Funken auf und werden vor ihm zu einem kleinen, fröhlich knackenden Feuer. Das Feuerli vor dem Flick erhellt den Sand und wirft einen länglichen, schmalen Schein über den See. Auch dem Flick sein Gesicht ist hell und seine Augen glänzen. Vor Freude, aber auch, weil er doch jetzt sehr, sehr müde ist. So viel gelaufen, so viel gezaubert und so viel verändert hat er schon lange nicht mehr an einem Tag. Er lehnt mit dem Rücken an sein kugelrunde Zimmer und schaut in die Flammen und über den See, wo langsam und silbrig der Mond aufgeht. Was für ein Glück das ist, denkt er sich beim Einschlafen. Können aufwachen am Morgen und selber für sich entscheiden, was der Tag bringt. Der Flick ist froh, dass er in sich inne die feine Stimme hat, wo ihm hilft bei allen Entscheidungen und wo ihn leitet, wo immer er auch angeht. Und er ist froh, dass er sich getraut hat, um etwas zu verändern, dass er losgezogen ist zu seinem neuen Zuhause. Und dem Flick gehen die Augen zu, da am warmen Feuer am See, da an dem wunderbaren Ort, wo er ab jetzt wohnen darf.
Und alles ist, wie es ist im Schlummerland. Der Flick schläft tief und fest. Unter ihm und über ihm ist alles weich und still. Nur ganzes feines und langsames Schnaufen kann man noch hören. Ein und aus.